Stadtpolizei Zürich auf der Jagd nach Pädokriminellen. Der Ermittler Michael Schuchter gibt sich für das online als 14-jähriges Mädchen aus. Ich schreibe, ob es ihm dann gleich ist, dass ich 14 bin. Und der schreibt jetzt gerade so klar, ja, das ist mir gleich. Und jetzt will der wissen, wie wir aussehen. Und jetzt für uns wird er langsam interessant. Der Polizist braucht verschiedene Profile auf verschiedenen Online-Plattformen. Pädokriminelle kommen schnell zur Sache. Es geht meistens um eben körperliche Entwicklung. Da wird immer gefragt, hast du schon Brüste, hast du schon Schambehaarung, hast du schon mal Sex gehabt, ist auch immer extrem wichtig. Oftmals noch, wie so die Lebensumstände sind. Das scheint diesen Personen relativ wichtig zu sein. Warum? Macht es vielleicht einfacher. Es sind vielleicht Kinder, die vielleicht nicht so gut sozial aufgefangen sind, werden vielleicht eher zum Opfer. Die Stadtpolizei Zürich rückt aus. Sie plant die Verhaftung von einem mutmaßlichen Pädokriminellen. Zivile Fahnderinnen und Fahnder sind schon vor Ort. Vom Büro aus leiten die Polizisten den Einsatz und informieren die Kolleginnen und Kollegen über den Standort des Mannes. Schreibt, sie sind auf der Autobahn. Er sagt, er sei auf der Autobahn. Seit einer Woche chattet der Michael Schuchter verdeckt mit dem Mann. Jetzt haben sie abgemacht. Man sieht aus dem Chat aus, auf was es einzielt. Auf was? Auf ein Treffen mit einer 14-Jährigen zwecks sexuelle Handlungen. Ich schicke ganz viele Herzchen-Emojis. Er will die Hausnummer. Was hat denn der Mann gesagt, dass er machen will? Oralverkehr, Analverkehr. Er hat das ziemlich klar beschrieben, was er machen will. Ich bin jetzt da. Er schreibt, er sei jetzt da. Also das müsste ja unser Mann sein. Der Michael Schuchter bleibt ständig in Kontakt mit dem Mann. Er schreibt. Warte. Warte. Steht er vor den Leuten? Oder? Vor der Briefkasten. Ja, die sind gut, kann man nicht. Also, ihr habt grünes Licht für die Verhaftung. Kurz darauf führen die Fahnderinnen und Fahnder den Mann ab. Bis zu 20 so Verhaftungen macht die Stadtpolizei Zürich im Jahr. Und fährt jetzt mit dem an seinen Wohnort, wo man die Haussuchung macht. Nachher kommt er wieder da zu uns und ich werde den morgen dann zur Sache befragen, mit diesen Vorwürfen konfrontieren, die wir jetzt hier haben. Gegen den Mann läuft das Strafverfahren. Ihm werden versuchte sexuelle Handlungen mit Kind und versuchte Pornografie vorgeworfen. Der Mann ist nicht einschlägig vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft hat keine Untersuchungshaft beantragt. Die Voraussetzungen dafür sind nicht gegeben.